100 Joer Lützeburg, 100 Joer mehr wëlle bleiwe wat mehr sinn. 1939 huet Lützeburg gefeiert. Die 100 Feierlichkeiten sind am ganze Land mat grossen an opwändige Kortege gefeiert gin. Großherzoglech Koppel ass durch ganz Land gereest, fir mat ihre Beger zu feieren. Dat ganz fest voller Fried hat awer leider e battere Beigeschmach. So sind an den 30er Joren immer méi Diktaturen entstanden, wo Leute wie de Mussolini oder den Hitler immer méi mächtig gesehen. Und so huet die deichter Zeit vom Krieg am selbechte Jahr 1939 Alfred erstickt. Den 10. Mai 1940 huet de Schied vom Naziregime sich auch iwwer Lützeburg ausgebreitet. Am Osten sind die Deutschen Truppen iwwer Mosel angefallen, und am Süden sind Deutsche Flieger gelandet, für die wichtigsten Kreuzungen für an Frankreich zu besetzen. Und so war Lützeburg nur paar Stunden besetzt, a 4 Jahre unter dem Naziregime hun angefangen. Lützeburger Land huet dünn zum Moselgau gehört, an de Gauleiter Gustav Simon huet ab Juli 1940 Zivilverwaltung zu Lützeburg überholt. Dem Gustav Simon seg echt Aufgabe war fir d Lützebäuer heim ins Reich zu holen, weil die Deutsch Lützebäuer als Volksdeutsche ugesinn hunn. So huet hien as enger Untrittsrede der 6. August de Sprochenerlass annoncéiert, wo die Französisch Spruch, Französisch Zeitungen an de Französischkur an der Schule verboten gesinn. Nim vun de Leiit strosten nim, as ass alles wat mat der französische Spruch ze Summe gehangen huet, as germaniséiert ginn. Parteien an der Chamber goufen opgeleist, an am Platz gouf den NSDAP zu Lützeburg etabliert, wo d'Elite vun de Kollaborateuren opgeholt gin ass. Volksdeutsche Bewegung, Hitlerjugend an der Bund der deutschen Mädchen waren e puer vun denen enzesche Gruppéierungen, déi hunn Difte bestoen. Wenn de Nazi net gefollecht huet, huet misse mat de Konsequenze rechnen. Dat Hicht Schüler, déi hireieren Aufschloss mache wollten, waren gezwungen, an Hitlerjugend oder an de Bund der deutschen Mädchen zu goen. Wenn ihr sei Beruf wollt halen, huet ihr misse bei der volksdeutschen Bewegung beitreten. Sos war zwangsarbecht eng vun de Konsequenzen. Weil sich just 1500 Lützebäuer Jungen fir an Wehrmacht gemeldet hatten, ass dünn am August 2040 angefordert gin, dass all Lützebäuer aus der Jahrgang 20 bis 24 schon misse für die Deutsch kämpfen. Die Reaktion vun den Lützebäuer wäre Streiken am ganze Land. Daraufhin gouf vun den Nazien den Etat d'urgence ausgerufen, wo e Standgericht 20 Lützebäuer zu Tod verurteilt huet. Feier Joer huet Lützeburg unter dem Naziregime misse leiden, bis den 9. September 1944 die echt alliiert Truppen Peiting befreit hunn. Ein Tag mich spät hunn Leiit auch schon an der Stadt hier Befreiung gefeiert. Mehr am Museldal waren die alliiert Truppen gezwungen stoen zu bleiben, weil auf der anderen Seite die Deutsch op der Siegfriedling lungen. Den 12. September hunn die Deutsche Armee sämtliche Brücken erstiert op der Musel zerstört, für die alliiert Truppen zu bremsen. Nur der unerwartete Ardennenoffensiv war Lützeburg nun endlich vom Krieg befreit. Wo 1939 voller Fried 100 Jahre Unabhängigkeit von Lützeburg gefeiert gin ass, sie bald 5 Jahre mich spät an déi war Trauer déi Leute gefeiert oder geehrt gin, déi für Lützeburg gekämpft an net Lewe gelost hunn. Iwer 5700 Lützebäuer sind net méi zurückkommen. Me Lützeburg huet überlebt. Vom 25. Oktober bis den 29. Dezember letztes Jahr kommt den déi Bilder, die der Allo am Reportage gesehen hat, auch zu Peiting an der Exposition Lützeburg am Zweiten Weltkrieg 75 Jahre Liberation gesehen.
Historiker Nadine Geisler an de Jean Reitz hun mat viel Unterstützung des Expo fir de 75. Anniversär vun der Liberation an engem Joer ze summen gesat. Eis interessiert, wie sie all die historisch Objekten op Patenkruten. Ma jo natürlich Dokumente vun der amerikanischer Armee, die vun den zu Washington an der National Library. Wir hunn aber auch Fotoen, die man vun der Franzischer Armee hunn, mir hunn Foto vun der Deutscher Armee, die kommen aus dem Bundesarchiv vu Koblenz. An mir hunn den Deutschen Armee Panzer, den Nummer krit von der Bundeswehr an de Geier zur wehrtechnischen Studiensammlung zu Koblenz. Wéi déi ganz Expo opgebaut ass, huet es Nadine Geisler erklärt. Ausstellung ist auf 5 Kapiteln aufgebaut. Das fängt an mit der Okkupation, also wie die Wärme der Lützeburg angefallen ist, aber auch die Vierkriegszeit, also 1939, mit den Jahrhundertfeierlichkeiten von der Unabhängigkeit. Das zweite Kapitel ist das Nazi-Regime, also die 4 Jahre, wo der Gauleiter Gustav Simon hier war. Das dritte Kapitel ist die Befreiung von Lützeburg. Am 4. Kapitel gehen wir auf die Ardennenoffensive an, und das 5. Kapitel handelt von der Nachkriegszeit. Hauptsächlich war d'Expo fir primär all Lycée-Klasse konzipiert, fir den Bezug zum Zweiten Weltkrieg abzubauen. Direkt Leute, die können berichten aus der Zeit, sind nämlich da. Das ist das Wichtige, das historische Wort Memoir aufrechtzuerhalten. Und dafür ist es auch wichtig, so eine Ausstellung wie die heute für die Schulklassen zu besichern, für dass die Jungen auch irgendwie das visuell gesehen, das immer ernst ist, wenn ihr darüber hört oder auch gesagt, das ist wichtig. Dafür ist auch ein Dossier Pädagogik mit 3 Niveauen vom Jacques Reitz ausgeschafft gehen. Wir haben ein erstes Niveau gemäht gehabt für alle Guten, die Jugendliche, die über 15 Jahre sind. Und da ist am Anfang eine politische Idee, die erklärt wird. Und dann haben wir ein zweites Niveau, die beschäftigt sich mit Kindern zwischen 10 und 14 Jahren. Und da geht es darum, wie hat Kant von der Zeit den Krieg erlebt. Und dann haben wir eine Feierung gemäht für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Und da geht es am Anfang just darum, für zu weisen, wie das Leben dem uns war. Wir probieren, dass Kinder ein Bewusstsein kriegen, was der Krieg bedeutet, immer an der Idee von ihrem Alter, wo sie sind. Dass das Expo ein gelungen Arbeit war, hat sich an der 12 von der Visiteure bestätigt. Was aber nur dem 29. Dezember mit der Expo geschieht, ist noch unklar.